Guten Morgen. Ja, gestern irgendwann mal noch so ein Panzerdeck zusammengestellt mit Russland. Ich habe dann gesehen, dass eigentlich ein Panzerdeck mit Deutschland unter Umständen viel interessanter wäre. Wir machen jetzt gerade mal ein Panzerdeck mit Deutschland. Und das tun wir mit, ja, mit Amis kombinieren, oder? Und Amis haben ja auch Panzer. Sagen wir dem doch mal Panzerdeck. Und die wir hier mal alle Karten einschalten, dass wir auch die sehen, die wir nicht haben. Die gehört eigentlich in jedem deutschen Deck rein. Ja, wir tun uns mal einfach vor allem auf Panzer konzentrieren in der ersten Phase. Und dann machen wir rein, was panzert. Zum Beispiel der, zum Beispiel der. Könnte interessant sein, der auch. Vernebelung, bin jetzt nicht so weit. Warten wir mal noch mit dem. Das hier könnte auch noch etwas sein. Ist aber kein Panzer. Das Elite-Dingsbums nehmen wir wieder rein. Das mit dem Bomber, das finde ich auch cool. Dann hier hat der Vorteil, dass man einfach aushebeln kann, falls jemand Wache hat. Der wäre eigentlich auch nicht schlecht. Schauen wir, ob wir irgendetwas Besseres finden. Der ist gut gegen. Dann haben wir sicher zwei von denen. Das ist so Standardausstattungen. Da wäre ich interessant, wenn ich schon einen Haufen Panzer habe. Den müssen wir sicher halten, das ist ja gerade mal die Front. Und dann kann ich einen Gegner unterdrücken. Der hat etwas gegen Flüger. Wir müssen da ein bisschen aufpassen, dass wir nicht mehr da nicht den zweimal. Den sicher zweimal, das gibt nochmal einen Panzer. Dann könnte ich irgendetwas zerstören, wo hat aber eine deutsche Variante auch. Den zweimal, mit dem kann ich alle Gegner zurücksetzen. Da zwei von dem, einen von dem. Müssen wir mal dann noch ein bisschen Flüger haben. Da ist eigentlich aber auch noch witzig. Der ist aber auch noch cool. Da die Elite-Einheiten nehmen wir rein. Was ich da drin? Da kann ich relativ gut Flüger und Panzer zerstören. Ist eigentlich aber auch nicht so übel. Einer von denen drin. Den brauchen wir auf jeden Fall. Das könnten wir nicht. Den habe ich eigentlich auch gerne. Der ist vielleicht nicht so. Der Königsdigraue auch nicht, der ist einfach zu teuer. Jetzt hätten wir noch zwei Karten, die ich drin tun, noch zwei amerikanische Karten, die ich drin tun.
wäre eigentlich gut, wenn ich noch etwas über die Tour ein bisschen rumfliegert. Der zum Beispiel. Wetten wir noch einen Flüger? Der würde mit einem Flüger 4 Schaden machen. Und grundsätzlich 6 Schaden. Nehmen wir noch den Flüger rein. Der hier ist auch cool, gut. Haben wir einen Panzer drin? Gar nicht so richtig viel Panzer drin. Wir testen jetzt das einfach mal. Und haben wir schon etwas Panzer mit Blitz drin. Ich bin ausgerichtet auf Blitzpanzer. Also müsste eigentlich... Ja, das funktioniert. Das ist auch nicht die absolute Sieggarantie, aber das funktioniert. Also weg, 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 weg. Den brauche ich. Und den brauche ich, ja, ja. Jetzt je nachdem, er spielt mit Japan, wenn man will, mit schnellem Zeugs kommt. Kommt der Fang noch grad nicht. Wenn ich da in die Front komme, ist schon mal nicht so schlecht. Wenn man jetzt den angreift, passiert mir eigentlich auch nichts. Ausser natürlich das passiert. Ich muss in die Front, das ist wichtig. Weil wenn er mit schnellen Einheiten kommt, ist meine Front zu, dann nutzt man die hier nicht mehr. Ja, also du greifst mich an. Das ist aber genau das Problem, oder? Genau, das ist das Problem. Okay. Jetzt müssen wir eigentlich den setzen. Dann müssen wir den hier nehmen, sagen hier und dann zack. Und dann gehst du noch in die Front, für dass du dann in die Front kommst. Und was kann jetzt der nehmen? Oh, die zerstört jetzt die hier 1+1 bekommen. So sieht das aus. Ja. Correct. Ah, das ist aber jetzt doch aber auch ein bisschen doof. He? Gut, wenn ich das mache, ist der kaputt. Wenn ich das mache, ist er noch nicht kaputt. Aber brauchen wir dagegen Schaden, das ist ein bisschen mühsam. Ich muss hier ein bisschen Schaden machen. Wäre wichtig. Und welchen nimmt er mir jetzt vor den? Wirklich den? Schade.
Genau. Also da brauchen wir, das hat auch nicht unbedingt die Front. Jetzt gehen wir da vorne, zerstören den. Dann haben wir nämlich dann wieder genug von diesen Credits. Jetzt da wird ich auch nicht in der Front, da hingegen schon. Aber der lebt nicht lang. Hat 4 Karten, irgendetwas einwechselt, zack, bumm, ist der tot. Ja, ja. Oh, sehr spannend. Das finde ich also wirklich sehr spannend. Dass er das macht. Also wenn ich jetzt mit dem in die Front komme, kann angreifen, kommt der neue, da kommt automatisch wieder in die Front dank dem. Aber er hat 7 Credits, 4 Karten. Irgendeinen Scheiß wird er machen. Das ist vor allem auch noch nicht so schlimm. Aha, das heißt, das ist meine Zieleinheit fest. Sehr interessant, sehr interessant. Gut. Ist der Gegner festgesetzt oder was? Gut, den noch einmal angreifen, dann habe ich es. Er darf nicht hierher kommen. Nicht. Also ist er endlich nicht mehr festgesetzt. Ja, dann nützt er jetzt gerade nichts da. Das ist jetzt natürlich gemein gewesen. Wir probieren es einfach. Hat funktioniert. Ein Strafticket. Da kann ich auch mal ein Video drüber machen, für so Strafzeugs. Also, nochmal eine Runde. Ja, 2 Runden spielen wir ja eigentlich etwa gäng. Gegen die Amis, das sieht eigentlich... Eigentlich hätte ich da gern... das ist jetzt gerade nicht so richtig gut gegangen. Ich hätte da gerne so ein kleinere Credits-Karten, nicht unbedingt den 10er. Da hingegen, ja, wenn ich so weit komme, dass ich den überhaupt brauchen kann, ist gut. Den mal in die Front, den bringen, so. Da ist eigentlich, habe ich zwar nur einen von dem, aber gibt es jedes Mal wieder einen. Und sobald der eigentlich in die Front kommt, ist der relativ stark. Und das wäre so jetzt der Zeitpunkt.
dass der Front ist. He? Gut. Jetzt muss der Front, dann gibt es wieder einen, dann der nächste Front, dann gibt es wieder einen. Ja, da kannst du aber nur Infanterie an der Luft. Da hast du jetzt gerade ein bisschen verkackt. Gut, das ist echt der und der in der Kombination, das ist absolut genial. Aber da warten wir jetzt noch ein bisschen. Jetzt setzen wir mal noch den ein, machen da noch einen Schaden. Dann in der Dreierfront, da muss ich zuerst durchkommen. Okay, jetzt kann er eigentlich schon. Mhm. Das ist jetzt so ein bisschen das Ding. He. Aber solange dass ich da vorne viel mehr habe als er, da wieder einsetzen, setzen wir den ein, den ein. Gut, jetzt kann wir den zerstören und den zerstören, also ging noch zwei. Gut. Ja, da tut mir jetzt noch nicht so richtig weh da. Der muss führen, da muss ich schießen. Und kann wir einen zerstören, he? Aber nur einen. Setzen wir mal den ein. Ja. Hast du das gemacht für mich, was genau zu machen? Das war jetzt nicht ganz schlüssig, was du hast wollen mit dem da. Ah, jetzt ist es schlüssig. Also gut, jetzt mache ich das und jetzt zieht es alle zurück. Dann gehe ich da in die Front, mit dem auch in die Front, greife da an. Dann bringen wir da noch einen neuen. Dann bringen wir noch den. Und dann müsste das eigentlich, ja, hätte ich auch gemacht. Ja gut. Mein deutsches Pantherdeck ist sicher noch nicht optimal, funktioniert aber. Werden wir das vielleicht noch ein bisschen weiter verfeinern. Merci vielmals für zuzuschauen.